Kasperli, Kasperli. Ja, hoi Laura. Was machst du denn? Ja, ein Blümchenstrauss. Aber du, hey, da darfst du nicht Blumen ausreißen. Was? Die gehören dem Bauer, sonst kommt er dann noch mit dem Hund. Ja, da am Waldrand hat es eben manchmal die schönsten Blumen, die darf ich dann nehmen. Ja, da, schau, da hat es wilde Blumen. Die darfst du nehmen. Aber du, sag mal, für wer ist denn das Sträußli? Ja, eben für die Prinzessin, die hat doch heute Geburtstag. Und was machst denn du da? Du bist doch Hofdame. Solltest du nicht bei der Prinzessin sein? Nein, eben nicht. Sie ist schon ganz nervös wegen dieser grossen Einladung vom Schloss heute Abend und hat gesagt, wir sollen sie ein bisschen in Ruhe lassen. Darum habe ich gedacht, ich mache einen Spaziergang. Ja, wer kommt denn alles an diese Einladung? Ja, das ist es ja. Der König hat bestimmt, dass nur Prinzen, grosse Krieger, Künstler und natürlich die Verwandten zu dem Geburtstagsfest eingeladen sind. Weil in letzter Zeit hat es so viele Gesindel und Halunken in der Gegend, die rumschleichen. Die will er auf keinen Fall in seinem Schloss. Jetzt steht der Schlosswächter immer vor dem grossen Tor und passt auf. Ja, ich will ja nur ein Sträußli bringen. Aber der König hat schon recht mit diesen düsteren Gestalten. Ich glaube, ich habe vorher da im Wald sogar den Räuber Dunkeldieb gesehen. Hui, das ist aber ganz gefährlich. Ich habe noch keine Angst. Mir passiert nichts. Und wenn du bei mir bist, passiert dir auch nichts. Schau, da hat es auch noch schöne. Oh ja. Ich helfe dir ein bisschen. Stinkwurzeln, Stinkwurzeln, bist du da oben? Bist im Häusli oben? Dunkeldieb, du Lümmel, ich heisse Hildegard. Ich komme rauf. Und wenn du noch einmal meinen Namen verhunzest, dann mache ich aus dir eine Maus. Ja, natürlich heissest du Stinkwurzeln. Du siehst aus wie eine Wurzel und du stinkst wie ein Gacki. Und zaubern kannst du auch nicht recht. Jetzt langt's dann. Mal! Im entscheidenden Moment verplapperst du dich immer und vermasselst deine ganze Zauberei. Wenn du richtig könntest zaubern, würde das Schloss schon lange uns gehören. Bist ruhig. Was hast du da? Ja, für dich zum Znacht habe ich geklaut beim Bauer. Was stellst du dort hin? Wenn du mich könntest in einen Prinz verwandeln, dann würde ich die Prinzessin heiraten, wären König und wir könnten dich zusammen die ganze Welt regieren. Dummes Zeug. Wegen dir geht das nicht. Du bist so hässlich. Nicht einmal der grösste Zauberer kann dich in einen Prinz verwandeln. So. Ja. Aber der Kasperli da vorne, der kommt einfach so ins Schloss rein. Der Kasperli? Ja, der ist jetzt gerade da auf der Wiese vor dem Waldrand und sammelt wieder einmal Blümchen für die Prinzessin. Der Kasperli macht mich grün vor Wut. Immer wieder kommt er uns in die Quere und dann lacht er auch noch so blöd. Ich sage ja schon lang, du sollst den mal ins Pfefferland schicken, wo er nicht mehr zurückkommt, aber du kannst ja nicht mal das. Du, hey, wart nur. Dann zeigen wir es jetzt ein für alle Mal. Gib mir mal die Schwarte da und noch ein bisschen Pfeffer. So, Kasperli, jetzt ist fertig lustig. Kasperli, du Krieger, Gräuelschand. Ich zaubere dich sofort ins Pfi, Pfa,
Pfarrland. Nein, doch nicht Pfarrer Pfefferle. Hallo? Ist da jemand? Grüezi. Guten Tag, der Herr. Das ist die Hofdame Laura und ich bin der Kasperli. Und wer sind denn Sie? Ich bin der Pfarrer Brunner. Wo bin ich denn da? Ja, im Land vom grossen König Rotgewand. Aber darf ich fragen, woher Sie kommen? Keine Ahnung. Mich hat's plötzlich da unten verschlagen. Also wenn Sie zum Schloss wollen, das ist grad da hinten da. Das ist aber eigenartig. Nein. Ich glaube, ich brauche das erste Mal eine Kille, wo ich mich ein bisschen sammeln kann. Aha, unsere Kille ist gerade da hinten. Nur das Wägli dort ab. Danke. Kasperli, du Gräuelschand, ich zaubere dich sofort ins Pfotenland. Schon wieder falsch. Jö, schau mal. Ja, woher kommt denn die jetzt plötzlich? Das ist ja wie Zauberei. Kasperli, du Gräuelschand, ich zaubere dich sofort ins Pfeiferland. Doch nicht Pfeiferland. Hallo und grüezi, ich bin der Kasperli. Was? Nein, das gibt's doch nicht. Was ist denn auch heute los? Wer bist denn du? Ich bin der Kasperli aus dem Pfeiferland und ich muss sagen, bei euch da ist es wunderschön. Ja, brauchst du auch eine Kille? Eine Kille? Nein, ich brauche nur meine Pfeife und sonst bin ich überall glücklich. 2 Kasperli? Wieso 2? Ich bin auch der Kasperli. Aber ich lebe hier im Land vom König Rotgewand. Und das ist die Laura, eine Hofdame vom Königsschloss. Ja, das ist dann eine Freude. Ein richtiger Glückstag. Ihr gleicht einander ja wie Zwilling. Ja, warum nicht? Vielleicht sind wir ja Brüder. Ja, aber sag mal, mein Freund, wie bist denn du da angekommen? Ja, das nehme ich ehrlich gesagt auch Wunder. Aber noch viel mehr nehme ich Wunder, was macht denn ihr da? Unsere Prinzessin hat heute Geburtstag. Ja, und ich möchte ihr eben gerne einen Blumenstrauß schenken. Darum sind wir da auf der Wiese. So eine schöne Idee. Meint ihr, ich darf auch ein bisschen mithelfen? Ja klar, noch so gern. Weisst du, Kasperli mit der Pfeife, heute Abend gibt es eben ein grosses Fest für die Prinzessin. Ein Fest? Im Schloss? Und ihr seid auch dabei? Nein, der Kasperli leider nicht. Es sind noch ganz spezielle Gäste eingeladen. Oh je. Aber ich muss doch gar nicht an das Fest. Wenn ich der Prinzessin ein Sträußchen mit Blumen bringe, dann sehe ich sie und sie ist so wunderschön, dass mich das jedes Mal super glücklich macht. Ach, jetzt haben wir dann schon bald einen prächtigen Strauß zusammen. Ja, komm jetzt, mein Kasperfreund. Du wärst doch sicher auch gerne an diesem Fest. Dann könntest die Prinzessin den ganzen Abend anschauen und vielleicht sogar einmal mit ihr tanzen. Oh ja, Kasperli, das wäre ein riesen Spass, wenn du auch dabei wärst. Ja klar, und ich glaube, ich wüsste auch ein Wägli, wie das vielleicht könnte gehen. Ein Wägli? Ja, es ist nur eine Idee. Und du ganz unter uns. Kommt. Du bist wirklich ein Kasperli. Das ist eine super Idee.
Pfarrland, Pfotenland, Pfeiferland, kannst denn du nicht einfach sagen Pfefferland? Bla bla bla. Du musst mir sicher nicht sagen, wie ich muss zaubern. Mal, genau, das muss ich eben. Du schwingst ja nicht einmal deinen Zauberstab richtig. Wenn du den Kasperli ins Pfefferland schicken willst, dann musst du beim Wort Pfefferland deinen Zauberstab in den Topf reintauchen und sicher nicht rausziehen. Du hast ja keine Ahnung, wie anstrengend Zaubern ist. Jetzt hör doch mal auf Nüssen. Du willst ja auch endlich in das verflümelte Schloss hinein. Und genau heute ist eine einmalige Chance dazu. Warum heute? Ja, weil die Prinzessin heute Geburtstag hat. Da ist eine Aufruhr und Aufregung im Schloss. Ja und? Ja, beim Teufel denk doch einmal ein bisschen nach. Bei dem Durcheinander fallen mir doch niemandem auf dort rein. Wir schleichen in die Vorratskammer, beschliessen uns ein und dort hat es alle Kräutchen und Zutaten, die du brauchst. Dann kannst du zaubern und üben, bis wir endlich die Macht über das ganze Schloss haben. Und ich beschütze dich, verstehst du? Ja, das ist nicht einmal so saudumm. Was nicht dumm, das ist genial. Damit wir reinkommen, müssen wir aber an dem Schlosswächter vorbeikommen. Ja, also das ist jetzt wirklich keine grosse Sache. Ich muss noch ein bisschen näher ran, damit mein Zauber wirkt. Also hopp los, wir müssen dort sein, bevor die Gäste kommen. Sonst ist ja unsere Chance vorbei. Pack deine Sachen zusammen und dann nichts wie ab. Ja. Das Gewand ist traumhaft schön. Ach, Laura, Sie werden wieder die Allerschönste vom ganzen Fest sein. Ich bin ja schon wieder so nervös. Ich schaue, wer da ist. Es ist der Herr Torwächter. Herr Torwächter, bitte kommen Sie doch rein. Verehrte Prinzessin, ich verlasse meinen Posten sonst ja nie. Aber das wollte ich Ihnen selber bringen. Oh, ein Strauß. Vom Kasperli. Vom Kasperli? Ich kenne den Kasperli gut und habe ihm gesagt, ich rufe Sie sofort zum Tor, damit er Ihnen den Strauß selber übergeben kann. Aber er hat gemeint, Sie hätten ja sicher alle Hände voll zu tun und er will Sie nicht weiter stören. Ich soll Sie einfach grüßen und Ihnen herzlich zum Geburtstag gratulieren. Oh, danke vielmals. Das ist der schönste Strauß, den ich je gesehen habe. Und das schönste Geburtstagsgeschenk, das Sie mir machen können. Es ist ja nicht von mir. Und jetzt muss ich schnell wieder zum Tor. Danke. Komm, Laura, das muss ich meinem Papi zeigen. Papi, schau mal. Meine Prinzessin? Den Strauß da habe ich vom Kasperli zum Geburtstag bekommen. Das ist ja wirklich zauberhaft. Hast du ihm Danke gesagt? Ich habe ihn ja nicht einmal gesehen. Er hat mich nicht stören und den Strauß einfach beim Torwächter für mich abgegeben. Oh, das ist aber schade. Oh, Papi, der Kasperli ist so bescheiden und immer so nett zu mir. Ich weiss ja, dass du Angst davor hast, wenn zu viele Leute zu dem Fest kommen. Aber darf ich nicht bitte den Kasperli auch noch einladen? Er ist immer so fröhlich und lustig und er ist immer ehrlich. Bitte, Papi. Dann könnte ich ihm auch noch persönlich Danke sagen. Also gut, laden ein. Oh, du bist der beste Papi auf der Welt. Danke vielmals. Ich schicke gerade Laura. Mach das. Aber sag dem Torwächter, er soll aufpassen, dass dann nicht auch noch andere einfach ins Schloss hineinkommen. Ja, das mache ich. Jui.
Kasperli, Kasperli, Ja? es hat geklappt. Was? Du bist offiziell eingeladen vom König, höchstpersönlich. Nein, sicher. Ja klar, die Prinzessin hat mega Freude an deinem Strauß und ist sofort den König bestürmen, damit er dich auch einlädt. Das kann ich ja fast nicht glauben. Juppie! Das habe ich dir zu verdanken, mein Brüderfreund. Ja, dein Rat, so bescheiden zu bleiben und den Strauß nur abzugeben, hat voll eingeschlagen. Die Prinzessin möchte doch am Kasperli selber Danke sagen. Und das hat auch der König verstanden. Und so bist du jetzt zu dem Fest eingeladen. Das ist ja wie wenn ich Geburtstag hätte. Danke vielmal. Ach was, es war ja nur ein kleines Idee. Nein, eine riesen Idee. Ich bin ganz aufgeregt. Ich muss sofort ins Dorf runter. Vielleicht kann mir jemand ein paar anständige Kleider auslehnen. Und ich muss ins Schloss zurück. Die Prinzessin braucht mich sicher. Ciao zusammen, bis später. Danke, Laura. Und du? Begleitest du mich vielleicht ein bisschen ins Dorf runter? Nein, gang du nur. Ich schaue mich lieber ein bisschen da in diesem schönen Land. Ja, danke, mein Freund. Wir treffen uns sicher wieder. Tschüss und pass dann auf, dass der Prinzessin beim Tanzen nicht auf die Füße trampelst. Ja, sag nichts. Ich kann doch gar nicht tanzen. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend da. Und das Schloss möchte ich eigentlich schon mal noch ein bisschen von Nähem sehen. Ja, vielleicht sehe ich sogar noch eine richtige Kutsche, wenn die hohen Gäste ankommen. Herr Torwächter, ist alles gut bei Ihnen? Ha, Lotti, danke, alles gut da unten. Ich habe noch ein bisschen Ruhe, bis die Gäste kommen. Und wie läuft's bei dir? Im Schloss ist ein Durcheinander, aber alle freuen sich wahnsinnig aufs Fest. Und ich muss jetzt gerade helfen, den grossen Festtisch decken. Gang du nur decken, Lotti. Und keine Angst. Bei mir kommt keiner durch, der nicht eingeladen ist. Aber sparst mir dann noch ein kleines Fleischstückchen auf, gell? Sicher, Herr Torwächter, sicher. Hast du gehört? Dort innen ist ein Durcheinander und da aussen sind noch keine Gäste. Das ist für uns genau der richtige Augenblick. Ja dann, komm, gib an den Topf. Ja, weisst jetzt, was du musst sagen und wie dein Zauberstab musst schwingen? Du, ich bin doch nicht blöd, hä? Da bin ich mir nicht so sicher. Torwächter, in deinem blauen Wächtergewand. Ich zaubere dich sofort ins Schlummerland. Da passiert ja gar nichts. Was hast du denn jetzt wieder für einen Mist abgeladen? Warte doch mal, einen Moment. Du ewige Nörgeli. Wieso? Oh, wieso bin ich auch so müde? So, komm jetzt. Du kannst ja zaubern. Was glaubst denn du? Jetzt bist du dran. Wie finden wir denn da die Kamera, hä? Ha, du gibst mir deinen Topf. Ich hau dir erst best an, sagen, wir müssen das in die Vorratskammer bringen und fragen, wo die ist. Du bist sicher, dass der nicht gerade wieder verwacht? Der schläft tief und fest. Ja, dann komm jetzt, du Hex. Grüezi. Grüezi, grüezi. Ein gesunder Schlaf. Ha,
Ein Schloss mit einem Torwächter, der eingeschlafen ist, habe ich also auch noch nie gesehen. Ein lustiges Völkchen ist da. Aber ausgerechnet am Geburtstag der Prinzessin ist schon ein bisschen komisch. Ich glaube, ich sitze mal ein bisschen da an und putze meine Pfeife. Vielleicht kommt ja mal noch jemand, der wach ist. Jetzt steck den Schlüssel von innen. Da kommt keiner mehr rein. Und wenn sie die ganze Tür aufbrechen, hä? Ja, der Einzige, der stark genug wäre, ist der Torwächter. Und du sagst ja, der schlafe tief. Der verwacht nicht so schnell. Aber wir müssen trotzdem für sie machen. Bring mir noch da ein bisschen Mohnkraut. Dann ist mein Tränkchen fertig. Du willst wirklich den König auf den Mond schicken? Ja, klar. Und dann verwandeln wir die Prinzessin in einen Schneck. Und mit dem Rest von dem Schlosspack werden wir schnell fertig. Dann gehört das ganze Schloss endlich uns. Kommt jetzt endlich das Kraut, hä? Ja, nur nicht hetzen, gell? Bevor alles anhockt da. Mohnkraut, Mann. Ah, da ist es. Hallo? Ist da jemand? Da ist er. Sie sind weg. Gib jetzt das Mohnkraut alle. Hey, wachen Sie auf! Herr Torwächter! Hallo! Laura, kann ich helfen? Oh, Kasperli mit der Pfeife, ich bin am Verzweifeln. Wir kommen nicht mehr in die Vorratskammer rein. Und ich habe die Stimme gehört. Es sind, glaube ich, Einbrecher. Und die haben sich dort eingeschlossen. Und wir sollten doch dringend noch Sachen aus der Kammer haben. Und ich kann den Herrn Torwächter nicht wecken. Und eins ums andere, liebe Laura. Was soll ich auch noch machen? Oh, Kasperli. Da kann ich, glaube ich, helfen. Meine Pfeife weckt jeden. Du musst nur schnell deine Ohren ein bisschen zuheben. Was ist denn da los? Warum liege ich da am Boden? Ich habe keine Ahnung, Herr Torwächter, aber es sind, glaube ich, Einbrecher in der Vorratskammer und wir kommen einfach nicht mehr rein. Was? Einbrecher? Was geht denn da vor sich? Habt ihr etwas gesehen? Nur ein Torwächter, der schläft. Das ist der Kasperli mit der Pfeife. Der Kasperli ist eben noch im Dorf und sucht schöne Kleider. Was, Kasperli da, Kasperli dort? Ich glaube, ich träume noch, aber jetzt muss ich schleunigst zum Rechten schauen. Kannst du echt schnell da aufs Tor aufpassen, bis ich wieder komme? Ja, aber sicher. Komm, Laura! Hui, was machen denn die dort rein? Ja, das weiss man nicht. Aber wahrscheinlich nichts Gutes. Die Luft ist rein. Bist fertig? Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Kika König, wo da oben thront, ich zaubere dich dort auf den Maimarkt. Oh, wer haben wir denn da? Stinkwurzeln und Dunkeldieb. Ein schöner Fang. Habt ihr euch wieder einmal ins Schloss zaubern? Wir haben doch nur einen Kuchen backen für die Prinzessin. Ja, klar. Ein Geburtstagskuchen. Und du hast sicher dafür gesorgt, dass ich eingeschlafen bin, damit ihr in Ruhe Kuchen backen könnt. Tut immer gut, so ein kleines Mittagsschläfchen. So, los jetzt! Ab ins Gefängnis! Au! Ist meine gut, Laura, hast du mich noch wecken können, bevor der Kuchen fertig ist? Ja, aber nur dank dem Kasperli mit der Pfeife. Mach doch
Bist Dunkeldieb, du Feigling! Kannst du den nicht in einen Wurm verzaubern? Nichts ist fertig zaubern. Ihr kommt jetzt ins dunkelste Loch von unserem Verlies runter. Hui, nein, die Hexe und der Glünki in unserer Vorratskammer. Wir zittern jetzt noch die Beine. Aber jetzt ist wenigstens unser Fest gerettet. Oh, ich muss nur noch ein bisschen aufräumen. Und schon bald kommen die Gäste. Das ist ja noch düsterer als in deinem alten Hexenhaus. Ja, und das alles nur, weil du mich ja so gut beschützt hast. He? Das ist ja so nicht fair. Bist ruhig. Ich muss nachdenken. Hast du gehört, was die gesagt hat? Es ist wieder einmal nur wegen dem Keiber Kasperli, dass wir da in dem Loch hocken. Ja, ganz genau. Ich weiss zwar noch nicht, wie wir da rauskommen, aber der kommt uns nie mehr in die Quere. Jetzt lade ich den Bengel ein für alle Mal ins Pfefferland verschwinden. Ja, aber wie denn? Ich habe immer noch meinen Zauberstab. Ja, aber sonst nicht. Wie willst du denn das machen? Jammern nicht umeinander. Was ist das für ein Topf da? Hä? Da hat es noch ein bisschen Wasser zum Trinken drin. Gib an. Du fangst mir jetzt eine von diesen Ratten, die da im Dunkeln rumwuseln. Eine Ratte? Nein! Das kann ja nicht so schwierig sein, oder? Du bist ja selber eine Ratte. Ja, aber... Los jetzt, solange der Trottel Kasperli noch da oben in der Nähe ist. Ich bin ein Dieb und doch kein Rattenfänger. Und eine grosse Spinne brauche ich auch noch. Was? Eine Spinne? Ja. Nein. Und 3 Mucken. Nein, die stechen. Nein. Willst du jetzt den Kasperli loswerden oder nicht? Mich gruselt. Nein. Du komm jetzt da nicht, du blöde Ratte, du... Gut, Jentli, die Ratte. Gib an, Wie groß die... Nein. Ja, komm, mach Füße. So grusig. Ja, so ist gut. Kasperli, du Gräuelschand. Ich zaubere dich sofort ins Pfeffikland. Schon wieder falsch. Doch nicht Pfeffikerland. Was bist denn du für ein Pumpi? Oh, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Das ist ja zauberhaft schön da. Oh, da kommt ja ein Zug. Hallo, hallo. Wow, da ist was los. Hallo, hallo. Ja, hallo, seht ihr mich? Wartet, ich komme. Ja, wirklich. Oh, da gefällt's mir. Das wird dann lustig werden.